Guten Abend aus Straßburg, guten Abend Herr Görenz. Guten Abend. Jean-Claude Juncker hat für ein paar Tage gefordert, dass das Budget von der Europäischen Union erhöht soll gehen. Wieso? Wir brauchen ein paar die Gelder weiter, wenn Briten rausgehen, weil soll ich nicht vergessen, dass Briten ungefähr 8 Milliarden Euro weiter abbezahlt, wie sie rausgehen, und trotzdem Scheck, den sie kriegen. Das selbst das geht weitgehend ignoriert, aber das ist ein dickes Problem, weil ein paar die Politik kann nicht mehr an demselben Ausmaß finanziert werden, wie das bis so der Fall war. Ich denke an die Agrarpolitik, die Forschungspolitik, Erasmus, die Regionalpolitik, die Zuwendungen, die und dann gegen die strukturellen Regionen haben, die werden alle über Konflikt geraten. Und der Konflikt ist nicht flott, weil die Sektoren, die ich abgezählt habe, die brauchen Geld. Wir können nicht an der Forschung zurückgehen, wenn ihr sagt, was für Fortschritte die anderen machen. Wir können nicht an der Agrarpolitik wesentlich zurückgehen, wenn ihr gesagt, was für Herausforderungen da die Landwirtschaft durchkommen, an was für Anpassungsprozesse da an dir stehen. Wir können auch nicht die strukturarmen Gegenden benötigen, weil sonst geht der Gruft zwischen dem Osten von der Europäischen Union und dem Westen nach wie groß. Das sind ein paar von Argumenten, nicht die einzige Story, woraus muss das ganz der Woche nach demystifizieren. Das Budget von der Europäischen Union ist nicht extrem hoch. Es stellt 1% vom Reichtum, den die 21 Länder an einem Jahr herstellen. Pierre Werner hat schon 1970 gemeint, das müssten 7% sein an die Erhebungen, über die logisch wird. Das ist eine Erhebung, die kann in Remstände mit 0,1 oder 0,2% sind vom Bruttoinlandsprodukt. Also muss man die Sache auch nicht übertreiben oder überschätzen. Können die alten Memberstaaten überzeugt, für das zu machen? Nicht alle gut. Die überzeugt sind, das sind Franzosen, Polen und Ungarn. Da können die überrascht sein, dass die mal hier europäisch oder entdeckt hätten. Aber das ist ein ganz einfacher Grund, weil sie sind Netto-Beneficiären und sie wissen, wenn sie mehr kriegen, dann muss auch insgesamt mehr abbezahlt gehen. Also können sie gegen den Trend gehen. Länder, die extrem retizent werden, sind das Finnland, Holland. Aber ich meine, ein allgemeines Movement ist so, dass der Foren so getestet wird, dass am Ende des Tages, wie man so, aber eine Erhebung rauskommt, die Menge Schätzung nur bei 0,1, 0,2% liegt. Wieso hat es so lange gedauert, zwischen Pierre Werner seiner Aussage und dem Moment, wo das Budget tatsächlich erhöht gehen? Das kann sogar nach 100 Jahren dauern, wenn die Memberstaaten nicht bereit sind, in der Europäischen Union mehr Geld zu geben. Das erwiesen von einer ganzen Partie unabhängigen Experten, dass die suchen, die an den Bereichen, wo die Europäische Union Kompetenz hat, investiert gehen, dass die mehr bringen, wie wenn sie an 21 verschiedene Segmente investiert gehen. Dabei will ich dem just sagen, dass die Suche nicht definitiv fortziehen von kleinen Arbeitszahlen, weil 0,84% von dem engen Prozent, also 84% von den Zuwendungen, die auf Rest gehen, die fließen an Staaten zurück. Das ist so, dass sie über das normale Budget von den Staaten laufen, aber sie gehen aber von den nationalen Administrationen geriert. Das ist am Anfang Geld, was dann einen Umweg gemacht auf Brüssel, aber dann nur die Regeln, die durch den Kommunenakkord festgelegt werden und verdient werden. Jean-Claude Juncker hat auch des Weiteren noch gesagt, dass zu Lützeburg zum Beispiel der Bürger ungefähr den Preis in einem Cappuccino oder einem Espresso bezahlt all da für die EU. Das ist eigentlich nicht viel. Kriegen das den Bürger kommuniziert? Ich habe getroffen eine Präsentation gesehen von Michel Barnier, der gesagt hat, wie wichtig den am Anfang beweisen, wie wichtig das die Europäische Union zusammenhält. Wenn man es nicht behauptet, vis-à-vis von großen Akteuren wie China, Indien, Russland, Brasilien, an andere, da riskieren wir so untergebuttert zu gehen an 20, 30 Jahren, dass wir am Anfang praktisch bedeutungslos gehen erschweren. Wenn wir es nicht anders organisieren, dann ist am Jahr 2050 keine europäische Repräsentation mehr am G8, der Gruppe von den 8 industrialisierten Staaten von der Welt. Das gibt sogar von Nigeria depassiert. Das letzte Land, das nach vielleicht bis an 40er Jahre von diesem Jahrhundert am G8 wert sind, das Deutschland,
Also as Konklusion awer relativ leicht ze zeien, wir mussssen ze Summe stoen. fir dat ze Summe zu erkennen, mat enger Stimme an der Welt ze schwätzen, an als Entheréien ze verteideschen, gëtt kein andere Wee dolächt an den europäesche Budget, de kann hëllefräich ginn, dat meist do dementsprechend organiieren. Merci. Ger geschiet. Schönen Abend.